China hat gemäß seinem Anti-Ausland-Sanktionsgesetz Gegensanktionen über 5 Persönlichkeiten der USA verhängt. Dies teilte der Sprecher des Außenministeriums Zhao Liang am Donnerstag mit. Die USA hätten im Juli Sanktionen gegen chinesische Beamte verhängt und die vor kurzem erfolgte Bestätigung der Sanktionen der USA gegen diese 5 Beamten sei ein politisches Komplott, um China einzudämmen und Fragen im Zusammenhang mit der Sonderverwaltungsregion Hongkong aufzubauschen, sagte Zhao. Die Bundesinnenministerin und die Bundesaußenministerin werden nicht zu den Olympischen Winterspielen nach China reisen. Ministerin Baerbock vertritt in Menschenrechtsfragen eine härtere Gangart gegen China als die vorherige Bundesregierung. Die USA, Australien, Großbritannien und Kanada hatten bereits einen diplomatischen Boykott der Spiele im Februar angekündigt. Die Polizei in Hongkong beschuldigt 2 Journalisten des kritischen Portals Stand News der Mitverschwörung zur Veröffentlichung einer aufrührerischen Publikation. Sie gehören zu den insgesamt 7 Reporterinnen und Reportern, die am Vortag verhaftet wurden. Zudem wurden das Büro des Mediums sowie mehrere Wohnungen durchsucht. Angesichts der Spannungen um die Ukraine hat US-Präsident Biden kurzfristig ein Telefonat mit Putin angekündigt. Zuvor wählte US-Außenminister Blinken unter anderem Annalena Baerbocks Nummer. Außerdem telefonierte Blinken mit Amtskollegen aus Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Dabei ging es um die Koordinierung zur Abschreckung weiterer russischer Aggression gegen die Ukraine, sagte der Sprecher des US-Außenministeriums Ned Price. Zu den chinesisch-europäischen Beziehungen erklärte Wang, seit diesem Jahr hätten die chinesisch-europäischen Beziehungen mehrere neue Erfolge erzielt. China hoffe, dass die EU als wichtige Kraft im Multipolarisierungsprozess so bald wie möglich ein unabhängiges, objektives und vernünftiges Verständnis von China erhalte. Als 2 große Kulturen, 2 große Kräfte und 2 große Märkte würden China und die EU mit vereinigten Anstrengungen auf der Basis von gegenseitigem Respekt die ganze Welt begünstigen. Russisch gilt als offizielle Sprache in Kasachistan und wird zuerst von Werbebannern und Informationsmedien abgeschafft. Der kasachische Präsident Tokayev hat diesen neuen Gesetzesbeschluss des Informationsgesetzes genehmigt. Der Machtapparat in Peking will reine Haut bei seinen Kickern. Die chinesischen Nationalspieler sollen nach dem Willen der Regierung ihre Tätowierung entfernen lassen. Zudem ist es den Spielern ab sofort strikt verboten, sich neue Tattoos stechen zu lassen.